Dies wird eine Reise. Ich lese gern Bücher. Als Kleinkind habe ich keinen Fernsehen gehabt und meine Eltern haben mich jede Woche zur Bibliothek mitgenommen. Ich habe Bücher gefressen wie verrückt und diese Kultur ist in mir geblieben. Ich lese immer noch viel und ich glaube, das ist genau dasselbe bei der Musik. Wenn wir ein Kind ein erster Keim setzen können, dann ist die Interesse da und dann kann man auf das aufbauen. Nach diesem anstrengenden Nachhauseweg war er völlig erschöpft und hatte großen Appetit auf ein weiteres Stück frische Melone. Die Melone begann doch tatsächlich zu sprechen. Ich bin absolut verzweifelt. Ich kann zwar zaubern, aber nicht für mich selbst. Bitte, 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 kannst du mir nicht helfen? Sven holte den alten, schon etwas fadenscheinigen orientalischen Teppich vom Flur. Sie setzten sich darauf. Jin murmelte etwas vor sich hin und es war kaum zu glauben. Der Teppich erhob sich und sie stiegen in die Luft, als ob es keine Wände gäbe. Das ist einfach eine wunderbare Verbindung von Musik und Erzählung. Wir kennen das aus Peter und der Wolf. Es gibt ein paar Klassiker, aber das ist etwas ganz Neues und es bindet eben auch eine Welt ein, die im Moment sehr interessant ist für Kinder, nämlich die orientalische Welt, eine fremde Welt, die uns aber doch irgendwie vertraut ist. Und es werden Instrumente vorgestellt und eine Musik vorgestellt, die Kinder normalerweise nicht kennen. Sie traten in das prächtige Innere der Moschee und sahen einen jungen Mann, der auf einem reich verzierten Teppich saß und seine Ney spielte. Er blies in ein langes, schmales Rohr mit 7 Löchern. Der Klang der Ney, der in der Moschee widerhallte, konnte einen in Trance versetzen. Es ist ein besonderes Gefühl, ein gutes Gefühl, mit einem klassischen Orchester zu spielen, denn da kommen Welten aufeinander. Das orientalische 24-Ton-System und das 12-Ton-System. Und dann ist es irgendwie aufeinander zu reagieren. Es ist immer sehr, sehr spannend für orientalische Musiker. Für mich war klar, zuerst ging es darum, einmal diese besonderen exotischen Instrumente kennenzulernen und sie dann in diese Komposition quasi zusammenzufügen und sie zu einer Einheit zu machen. Also dass sie verständlich sind, auch in Verbindung mit der Geschichte. Wir machen quasi diese Reise mit, als Hörende, aber auch natürlich als Musikerinnen und Musiker, entlang der Seidenstraße. Wir haben die türkische, die chinesische, die persische, diese verschiedenen Kulturen in einem Story gemacht, dass Kinder diese Instrumente kennenlernen können. Und jetzt ging es erst richtig los. Sie spielten ein Stück nach dem anderen und die Hochzeitsgäste tanzten schneller und schneller. Es ist so global und diese Globalisierung fängt eigentlich in Kunst an. Und das ist eben dieses Projekt. Und das würde überall in vielen Sprachen auf der ganzen Welt laufen.